Hey, ich finde es super, dass du dich für Wahlen interessierst. In diesem Video reden wir über die Ständeratswahlen. Willst du über die Nationalratswahl etwas wissen? Dann geh auf das zweite Video von dieser Serie. Ich verlinke es dir unten und oben. Willst du allgemein über die Wahlen etwas wissen, wie man das Ganze machen muss, ausfüllen und so weiter, dann auf das erste Video von dieser Playlist. Ich verlinke es dir auch unten und oben in dem Video. Jetzt aber zu den Ständeratswahlen. Der Ständerat, die kleine Kammer, das ist die, wo es in jedem Kanton 2 Leute gibt, die dort reinkommen. Ausser Halbkanton einen. Sie ist im Parlament gleichberechtigt mit dem Nationalrat. Nationalrat und Ständerat, die zwei zusammen, müssen Beschlüsse diskutieren, sich hin und her geben im Gespräch, bis sie sich einig sind. Jetzt zeige ich euch die Möglichkeiten für den Kanton Zürich. Wir haben 7 Möglichkeiten. Die 2 von bisher, die jetzt sind, vor 4 Jahren gewählt wurden, und 5 neu. Ich gehe kurz durch, wie ich im zweiten Video schon durch die Partei durch bin, jetzt einfach durch ihre Namen. Also definitiv, wenn die Partei nichts sagt, kann das zweite Video anschauen. Bei den alten beiden kann man googlen, was sie natürlich schon alles gemacht haben. Das ist natürlich der Vorteil. Bei den Neuen ist es so, dass die natürlich Wahlversprechen haben, man weiss nicht, was werden sie genau machen. Denkt auch daran, dass wir ein Milizparlament haben. Das heisst, die arbeiten nicht das ganze Jahr in Bern oder so. Die haben auch noch einen Job nebendran. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Der erste, ursprüngliche, ist der Daniel Josic. Er ist für die SP. Er ist Rechtsprofessor. Er ist für eine liberale Wirtschaft. Er will das Klima schützen und will die Bildung fördern. Er hat in den vergangenen 4 Jahren sehr eine klare Linie gehabt. Seine Meinung gehabt und die vertreten. Der andere, alte, ist von der FDP, der Rudi Noser. Er will Minderheiten einbinden und Kompromiss finden. Er ist für einen stärkeren Arbeitsplatz Zürich, will das Bildungssystem fördern. Er war in den letzten 4 Jahren ohne Profil, er ist ein bisschen überall mitgegangen. Sehr viel Kompromiss gemacht. Jetzt zu den neuen Kandidaten. Erstens, Marianna Schlatter von den Grünen. Sie ist klar für den Klimaschutz. Artenvielfalt in der Natur beibehalten. 100% saubere Energie. Soziale Sicherheit. ÖV fördern. Gesunde und faire Lebensmittel. Und grüne Raumplanung. Raumplanung ist das, wo man sagt, wo man etwas bauen. Nächster ist der Nick Gucker von der EVP. Er ist für eine starke AHV und auch Erhalt von der Artenvielfalt. Er ist für den Schutz im Internet und für den Schutz in der Natur. Aber im Internet geht es um Cyberkriminalität. Er will auch Bildung für alle, Arbeit für alle und er will einen schonenden Umgang mit der Energie. Die nächste ist Diana Moser von der GLP. Sie ist klar Klima- und Naturschutz. Sie will eine liberale Wirtschaftspolitik. Liberal heisst übrigens frei. Sie will Bildung fördern und die Familie fördern. Gut, dann haben wir noch Nicole Barandon von der CVP. Sie will Bildung fördern, Sicherung der Sozialwerke und sie will den Verkehr in Zürich regulieren. So, und der letzte ist noch der Roger Köppel von der SVP. Er ist ganz klar gegen EU, gegen Masseneinwanderung, er will eine freie Marktwirtschaft, er ist gegen Spenden in die armen Länder und er will die Waffen von der Armee aufstocken. So, das wären jetzt unsere 7 Kandidaten. Nehmen 2 von denen
Die ihr findet, reden so im Herzen, denkt dran, wir wählen sie für die nächsten 4 Jahre. Schreibt es auf das blaue Zettel, zusammen mit dem Stimmrechtsausweis. Tun ihr das ins grosse Kuvert. Der kleine Zettel, der kommt zusammen mit den Nationalratswahlen in das Kuvert mit den Löchern. Das Ganze kommt ins grosse Kuvert, das ihr richtig aufgelesen habt. Dass ihr es jetzt einfach wieder zukleben und dann abschicken. Haben wir es geschafft? Danke vielmals, dass du abstimmen. Bis zum nächsten Mal.